Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund ums Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Patitucci und ich werde dir meine Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folgt mir sehr gerne auf Instagram @Antonella_Patitucci. Aber jetzt, lass uns starten. Schön bist du da. Und schon wieder ist eine Woche um. Der Wahnsinn, es geht echt schnell. Und ich spüre aber, ich habe immer noch die Ruhe von Mexiko, was mich riesig freut. Und ich habe gedacht, heute möchte ich euch ein kleines Geschenk machen, eine kleine Verwöhnungssession hier auf meinem Podcast. Und zwar würde ich euch sehr, sehr gerne eine Atemtechnik vorstellen und die dann wie immer separat auch noch aufladen, damit du die Folge auch wirklich ohne meinem Geschwafel kannst anhören, sondern direkt kannst in die Atemtechnik einsteigen. In meinen Augen hilft eine bewusste Atmung grundsätzlich fast gegen alles. Sei es, wenn ich gestresst bin, wenn ich viel Sorgen habe, früher sogar gegen meine Panikattacken. Also ich habe sehr, sehr lange auch unter Panikattacken gelitten. Und mir hat immer wieder geholfen, bewusst zu atmen. Weil ich glaube, uns ist es gar nicht bewusst, unser Körper ist so genial aufgebaut und er schnauft für uns ganz automatisch, ohne dass wir etwas machen müssen. Aber vielleicht kennst du es, wenn du vor etwas Angst hast oder wenn es einen Konflikt in deinem Leben gibt. Oder vielleicht, wenn du nervös bist, dann verändert sich deine Atmung. Vielleicht bist dir das schon bewusst, vielleicht aber auch nicht. Ganz egal. Heute möchte ich dich einladen, mal in den nächsten Wochen so ein bisschen deine Atmung besser kennenzulernen. Warum ich auch so ein Fan von Yoga bin, ist, weil es auch anstrengend ist. Es ist eine sportliche oder körperliche Aktivität, aber es hat so viel mit der Atmung zu tun. Also für mich gibt es kein Yoga ohne bewusste Atmung und somit finde ich, es ist so eine coole Kombination aus Sport, aus körperlicher Aktivität mit denen und bewusster Atmung. Und zusätzlich ist es ja auch ein Stück weit meditativ. Und aus diesem Grund möchte ich das jetzt dir näher bringen, weil ich ein totaler Atmungsjunkie bin. Ich liebe ganz verschiedene Atemtechniken anwenden. Ich mache jeden Morgen 10 Minuten Atemtechnik und eine davon möchte ich dir heute näher bringen. Und zwar, vielleicht, wenn du magst, kannst du wirklich in den nächsten Wochen dich mal so ein bisschen beobachten, was passiert mit deiner Atmung, wenn du gestresst bist, wenn du Angst hast. Und was ist vielleicht mit deiner Atmung, wenn du total entspannt bist. Und das Schöne ist, warum ich so gerne meditiere oder bewusste Atemtechnik anwende, ist, das Einzige, was eigentlich mit dir macht, es bringt dich komplett im Moment, ins Jetzt. Und meistens ist im Jetzt, gerade in dem Moment, alles in Ordnung. Weil du bist ja gesund, du hast alles in dir. Es ist eigentlich alles total okay. Aber unser Verstand spielt uns manchmal so ein bisschen gemeine Spiele und hüpft vielleicht in die Vergangenheit und vielleicht hast du gerade einen Vorwurf gegen dich oder denkst, das hätte ich so oder so machen sollen. Oder vielleicht bist du verletzt worden und dich belastet etwas. Vielleicht springt aber dein Verstand auch in die Zukunft und du denkst, Scheiße, ich muss noch das erledigen und das schaffe ich eh nicht. Und es gibt so ein bisschen eine negative Spirale und so Gedanken, die einem stressen und runterziehen. Und indem du meditierst, und ich mache sicher auch noch mal eine Folge über das reine Meditieren, aber das möchte ich dir wie jetzt schon mitgeben. Meditieren heisst nicht gleich nicht mehr denken oder nichts denken. Sondern meditieren für mich heisst, in dem Moment ins Jetzt kommen, voll und ganz da ankommen und einfach bewusst werden über Gedanken. Dass ein Gedanke kommen kann, aber auch dafür gehen. Jetzt wie zum Beispiel Wolken, die am Himmel weiterziehen. Die Wolke kommt nicht und bleibt vor deiner Schlafzimmertür stehen und bleibt dort 3 Tage und dann geht sie weiter. Sondern sie kommt, du siehst sie, yeah, schön bist da und dann geht sie wieder weiter. Und genau so geht es mit unseren Gedanken. Und durch eine Atemtechnik wie auch durch das Meditieren lernst du, das bewusst wahrzunehmen und auch wieder gehen lassen. Und es geht lediglich darum, deinen Fokus auf etwas zu beschränken. Gut, sagen wir jetzt mal, du bist gestresst oder du hast Sorgen und du weißt jetzt gerade nicht, wie du dort rauskommst. Vielleicht kennst du es. Mir geht es manchmal so, dass ich wie so ein in einen Strudel reinkomme und es wird immer schlimmer und eins ergibt das andere und dann bist du wie so in einer Negativspirale gefangen. Um das zu verhindern, möchte ich dir heute mal eine ganz, ganz simple Atemtechnik vorstellen, die heisst einfach 4-4-4. Also man schnauft 4 Sekunden ein, man hebt die Atmung 4 Sekunden und schnauft auf 4 wieder aus. Und ich bin ein Fan von durch die Nase einschnaufen,
heben und durchs Maul laut ausschnaufen. Also es darf wirklich ein bisschen blöd tönen. Es muss nicht schön sein, es muss nicht sexy sein, gar nicht, sondern es geht so aus. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Du kannst die Folge auch gerne auf YouTube schauen, falls du jetzt nur auf dem Podcast mich hörst. Auf YouTube sieht man mich auch. Du kannst ein bisschen mit mir mitlachen. Sondern es darf wirklich ein Geräusch geben. Man sagt auch immer, der Seufzer der Erleichterung. Ich will zum Beispiel ich mache oft so, ah, wie es einfach gut tut, weil du kannst ausschnaufen, du releasest etwas, du lässt etwas los. Das ist ein Zeichen von, oh, ich darf mich jetzt entspannen. Und wenn du magst, kannst du auch einfach die Session machen, einfach so, auch wenn es dir gut geht. Bewusst atmen ist immer gut. Du kannst aber auch gerne in eine Situation hineingehen, mental, bevor man nachher startet. Du kannst einfach auf Stopp drücken. In eine Situation, die dich stresst. Vielleicht ist es in der Zukunft, vielleicht ist es in der Vergangenheit. Dass du nachher lernst und die Erfahrung kannst machen, hey, ich komme zurück ins Jetzt, in dem Moment. Das ist alles, was gerade zählt. Und das ist auch alles, was ich jetzt gerade beeinflussen kann. Weil das ist so spannend. Wir haben so oft das Gefühl, ich muss das und das machen, damit ich dann irgendwann das und das erreiche und dann bin ich glücklich. Und ich hatte sehr lange den Anspruch, jetzt muss ich schuften, damit ich dann in 10 Jahren finanziell frei bin oder vielleicht eine bessere Figur habe oder was auch immer. Und ich habe für mich ein bisschen den Anspruch switchen zu, ich kann nur das Jetzt. Das Einzige, was ich garantiert habe, ist jetzt der Moment. Der Moment, wenn ich jetzt für dich die Podcast-Folge aufnehme. Lass mich den Moment zum besten Moment machen. Lass mich jeden Tag als Tag in sich, wie ein ganzes Leben, aufblühen lassen. Dass ein Tag mega ist. Ganz egal, was morgen oder übermorgen ist. Sondern das Wichtige ist das Jetzt. Und wenn du doch so voll im Moment bist, dann entstehen schöne Gespräche. Wie oft hast du es erlebt, dass vielleicht entweder du der Zuhörer bist oder dir jemand zugelassen hat. Und zwar voll und ganz. Dass die Person 100% präsent bei dir war. Ich finde, das ist etwas vom Schönsten. Das schönste Kompliment, das mir jemand machen kann, ist mir seine Energie 100%, seinen Fokus schenken, seine Präsenz. Das ist für mich das grösste Kompliment. Ohne nebenbei am Handy sein, ohne nebenbei denken, was soll ich jetzt darauf antworten, sondern einfach nur da sein. Und die Atmung ist unser bester Lehrer für das. Die Atmung ist einfach in dem Moment. Ganz egal, was nachher ist, was vorher ist. Jetzt ist die Atmung einfach da. Und darum ist es für mich ein Tool, das viel weiter rausgeht, wie jetzt einfach nur, ich nehme jetzt mal meinen Atem wahr, sondern es hat so viele positive Effekte, wenn du eine Beziehung zu deiner Atmung aufbaust, wenn du anfängst wahrnehmen, jetzt hebe ich die Luft an, jetzt kommt ein Stressgefühl. Dass du in Stress ein- und ausatmest. Und das ist also cool, vielleicht kennst du es, wenn ein Gefühl aufkommt, hast du eine Möglichkeit. Du kannst entweder voll ins Drama gehen und voll anfangen zu brüllen und wirklich denken, es ist over, mein Leben ist over. Und so, ja, wirklich in eine Dramarolle einsteigen, wie so eine schlechte Telenovela-Soap. Oder du kannst das Gefühl wahrnehmen und die Trauer, sagen wir jetzt, das Gefühl ist Trauer, kann definitiv da sein und du kannst die Trauer erleben. Aber indem du es einfach durch den Körper durchgehen lässt, wie eine Atmung, es ist ganz eine andere Erfahrung und die Trauer geht auch viel schneller wieder. Und das ist wirklich eine Entscheidung. Gehe ich in ein Drama oder mache ich einen Schritt zurück? Ich höre auf meinen Körper, ich nehme meine Atmung wahr, ich beruhige mich und dann einfach durch das Gefühl durchschnaufen. Genau. Und das Zweite ist auch, dass du für dich kannst lernen, dass wenn du Kontakt zu deiner Atmung, zu deinem Körper aufnimmst, fängst du an, dich auch wieder selber zu spüren. Du kommst bei dir an, du kannst deinen Stresspegel lernen zu kontrollieren, du kannst das auch regulieren. Weil in meinen Augen das Beste gegen Angst, gegen Stress, gegen Kummer, gegen Trauer ist Schnaufen. Einfach schnaufen. Und warum ich die 4-4-4-Atmung so liebe, oder ich zeige euch nachher noch die 4-7-8-Atmung, oder in einer anderen Folge, ist,
dass wenn du das oft praktizierst, dass sich das dein Körper, deine Synapsen, sich das merken. Das heisst, wenn ich nur schon weiss, ich setze mich jetzt auf mein Meditationskissen oder da jetzt auf die Couch und mache jetzt die Atmung, weiss mein Körper sofort, jetzt darf ich mich entspannen. Mein Körper weiss sofort, jetzt kann ich loslassen. Und das speichert sich. Und darum empfehle ich dir, das wirklich vielleicht mal einen Monat, 2 jeden Tag zu machen. Und es lange 2 bis 3 Minuten bewusst atmen. Ich finde nur schon nach 10 bewussten Atemzügen habe ich ganz ein anderes Bewusstsein über meine Gefühle, über mich selber. Von dem her würde ich sagen, ohne dass ich jetzt noch lange weiterschwätze, wir steigen direkt in die Übung ein. Ich erkläre es jetzt zuerst und nachher kannst du dir gerne einen gemütlichen Ort finden und vielleicht das Handy auf den Flugmodus ausmachen und dann können wir dann gemeinsam starten. Gut, die 4-4-4-Atmung tut den ganzen Stresspegel regulieren. Es tut die Nervenbahnen aktivieren, dass sie sich dann beruhigen. Du kommst in eine Entspannung rein und du findest einfach den Kontakt zu dir selber und wie gesagt, du kommst ins Hier und Jetzt. Das heisst, ich tue es anleiten und auch so schnipsen. Als allererstes tun wir einfach mal ganz normal schnaufen, ein- und aus, nehmen kurz wahr. Habe ich vielleicht eine flache Atmung? Ist meine Atmung irgendwie extrem lang? Schnaufe ich vielleicht länger aus wie ein? Einfach, dass du mal wahrnimmst, ohne etwas jetzt ändern, einfach mal einen Check-in machen. Und dann, wenn ich anfange zu schnipsen und dich einleite, kannst du auf 4 einschnaufen. Also du kannst durch die Nase auf 4 Counts oder 4 Sekunden 4 von meinen Schnipsen einatmen. Das heisst, und dann hebst du die Atmung für 4 Sekunden. Genau. Und versuch, wenn du die Atmung hebst, dich nicht zu verkrampfen und vielleicht die Schultern aufzuziehen, sondern einfach 4 Sekunden die Atmung einfach heben, loslassen. Und dann schnaufst du mit 4 Sekunden durchs Maul aus. Genau. Und das ist das ganze Wunder, das ist die ganze Magie. Und dann fängt man einfach wieder mit 4 an, 4 heben, 4 ausatmen. Und das ist einfach so ein Kreis, wo irgendwann einen Rhythmus bildet und dir die Ruhe zurückgibt. Darum würde ich sagen, es ist total simpel. Mach es dir, wie gesagt, gemütlich. Du kannst gerne schnell auf Stopp drücken und dann hören wir oder sehen wir uns, je nachdem, wo du die Folge gerade anschaust oder hörst, gerade wieder. Und dann können wir zusammen in die Entspannung gehen. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht und bist an einem Ort, wo du dich wohlfühlst. Handy aus, Türen zu, Fenster zu. Und dann komm langsam bei dir an und schließ, wenn du so weit bist, deine Augen. Und jetzt nimm gerne mal deine Atmung wahr. Spür, wie die Atmung einströmt und wieder ausströmt. Vielleicht spürst du eine kalte Luft an der Nasenspitze beim Einatmen und bei der Ausatmung ist es ein bisschen wärmer. Und jetzt mach gerne mal ein Check-in. Wie ist deine Atmung heute? Flach oder vielleicht lang und breit? Ist deine Ausatmung länger oder deine Einatmung? Und gib dir selber völlig okay. Es ist genau okay, wie es jetzt ist. Ganz egal, ob du gerade völlig bei dir bist, ob du Trauer spürst, Wut, Überforderung. Ich lade dich ein, das von einem anderen Standpunkt zu sehen. Du bist nicht das Gefühl, sondern du fühlst lediglich das Gefühl. Du fühlst vielleicht Trauer oder Wut oder Überforderung. Und das ist okay. Aber du kannst es bei der Ausatmung auch bewusst wieder gehen lassen. Und darum fangen wir jetzt gemeinsam an, die 4-4-4-Atemübung zu machen. Wir schnaufen auf 4 durch die Nase ein. Wir heben die Atmung auf 4 und schnaufen auf 4 durchs Maul aus. Ich tue jetzt schnipsen und dich da durchleiten.
Schnuff noch einmal tief ein und aus. Und jetzt schnuff durch die Nase auf 4 ein. 1, 2, 3, 4. Heben. 2, 3, 4. Und aus dem Maul aus. 2, 3, 4. Und durch die Nase ein. 2, 3, 4. Und heben. 2, 3, 4. Und ausschnaufen. 2, 3, 4. Und einschnaufen. 2, 3, 4. Heben. 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4 und ein. 2, 3, 4 und heben. 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4 und ein. 2, 3, 4. Heben. 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4. Ich mache jetzt mit. Und mach es jetzt ganz allein in deinem Tempo. Nach dem letzten Ausatmen. Und mach es jetzt ganz in der Stille für dich weiter. Sehr, sehr schön. Jetzt mach noch eine letzte Runde. Und wenn du ausgeschnauft hast, die letzten 4, dann bring langsam deine Atmung in die Normalität zurück. Lass deinen Atem frei. Lass es zurückkommen. Und schau einfach, wie du dich jetzt fühlst. Nimm gerne wahr, wie du dich jetzt fühlst. Was hat sich vielleicht verändern? Wie ist das Gefühl, das du am Anfang gefühlt hast, jetzt? Vielleicht ist es noch da, vielleicht ist es schon ganz weg. Nimm einfach wahr. Und spür mal, was so ein paar Minuten achtsam atmen für einen riesen Unterschied machen. Und dann schnuff jetzt noch 3 Mal tief ein und aus.
Und bei der Ausatmung, ich mache dann gerade mit dir mit, dass du dich nicht so allein fühlst, kannst du wirklich laut ausatmen. Mut haben, keinen schönen Ton von dir zu geben und wirklich loslassen. Wir schnaufen gemeinsam ein und aus. Und nochmal ein. Und alles auslassen. Und dann das letzte Mal einschnaufen. Und ausschnaufen. Und dann öffne sehr, sehr gerne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Ich hoffe sehr, dass dir die Atemübung gut getan hat, dass du dich ein bisschen entspannen kannst. Und ich lade dich wirklich von Herzen ein. Versuch es für dich vielleicht einmal am Tag. Wenn du wirklich gerade eine akute Phase hast von Angst, Panik oder Trauer, mach es vielleicht 2-3 Mal am Tag, 3-4 Minuten. Du musst auch nicht die ganze Session mit mir mitmachen. Du kannst es so lange machen, bis du das Gefühl hast, jetzt ist es gut. Und auch wenn du vielleicht auf der Arbeit bist oder an einem Familienfest und du denkst, jetzt drehe ich dann gerade durch oder jetzt hat mich etwas emotional getroffen, zieh dich kurz zurück aufs WC, Kopfhörer rein, schalt kurz auf die Folge und dann schnuff einfach ein und aus mit Heben in der Mitte für 4 oder auf 4. Und du wirst sehen, dass du ganz schnell wieder in die Ruhe kommst und einfach stressresistenter wirst und viel, viel besser mit Situationen kannst umgehen, die im Aussen passieren. Ja, wie immer freue ich mich sehr über ein Feedback oder vielleicht auf ein DM auf Instagram. Falls du mir noch nicht folgst, kannst du mir sehr, sehr gerne folgen. Mein Name ist @Antonella_Patitucci. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin vielleicht gerade an einem Punkt im Leben und wünsche mir eine Hilfe von jemandem, ein bisschen Unterstützung, einen Input von außen, was überhaupt keine Schande ist. Also ich gehe nach wie vor einmal in der Woche in ein Coaching. Einfach für mich, es ist Me-Time. Es hat jemand, der mir Tools beibringt, der mir gute Fragen stellt. Ich schwöre auf das und ich glaube, ich bin ein Mensch, ich würde mich immer coachen lassen, um einfach weiterzukommen und vielleicht meine blinden Flecken auch aufzulösen. Und wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwie gehe ich in Resonanz mit dir, Antonella, kannst du mir jederzeit sehr, sehr gerne schreiben, entweder auf Instagram oder du kannst einfach auf meine Webseite www.antonella-patitucci.com und dort hat es ein Kontaktformular auf der Coaching-Seite und dann können wir einfach mal ganz unverbindlich ein 1:1-Coaching, so ein Schnuppercoaching vereinbaren auf Zoom, völlig ohne Druck. Es ist auch total kostenlos und dann von dort aus schauen, ob wir das Gefühl haben, dass wir zusammenpassen, ob ich das Gefühl habe, dass ich dir helfen kann und dich unterstützen kann. Und dann schauen wir einfach von dort aus weiter. Ich möchte dir einfach sagen, du bist nicht allein. Und mittlerweile auf Instagram habe ich ja über 50'000 Followers, eine wunderschöne Community und wundervolle Frauen und Männer. Und ja, Corona beruhigt sich ja doch ein bisschen und in der Schweiz zumindest hat es jetzt ein bisschen Lockerungen gegeben und ich plane schon fleissig neue Workshops, um dann neu wirklich auch live zu sehen und auch live die Energie mal weiterzugeben. Ich liebe so Gruppendynamiken und sobald es News gibt von einem Workshop von mir, wirst du es natürlich da auf Insta, auf Facebook, überall, wo man es erfahren. Und dann hoffentlich für euch, ja, wäre schön, wenn ich die eine oder andere von euch dort live antreffen und wir uns endlich mal umarmen, auch wenn mit Maske, dann von mir aus mit Maske und uns einfach gegenseitig austauschen. Auf jeden Fall, so schön bist du da gewesen. Danke dir von Herzen für dein Vertrauen, für dein offene Ohr. Fühl dich ganz, ganz fest umarmt und bis zum nächsten Mal.